Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Das ist wieder ein Wetter. Stockdicker Nebel und am Berg zu viel Schnee. Heute bin ich in Prättigau unterwegs. Kehren. Stranden kehren. Das gibt einen prättiger Schlitten. Diese Berge lassen jedes Kletterherz höher schlagen. Nina Caprez, eine der besten Frauen im Klettern weltweit, zeigt mir ihre Heimat. Es ist ein Traum. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Grüezi miteinander. Oder einen hübschen Tag, wie die Prättiger sagen. Ist das nicht eine wunderbare Pracht? All die Narzissen, die Geissblümchen, die da zum Boden ausschiessen. An wir Menschen haben sie wahrscheinlich lieber als Geissen, weil die sind hochgiftig und Geissen die machen einen weiten Bogen um die Blumen. In dieser Sendung geht es unter anderem auch noch um diesen Bitz Holz. Das ist ein Huri und das braucht man für ein uraltes Spiel, das noch genau in einem Dorf hier im Tal gespielt wird. Kommt ja am Schluss der Sendung. Zuerst schauen wir uns jetzt einmal die Überblickskarten an. Das Prättigau liegt im Bündnerland. Durchs Prättigau reist man, wenn man von Landquart auf Klosters fährt, das sind etwa 30 Kilometer. Im Norden hat das Prättigau eine Grenze zu Österreich. Meine Reise im Prättigau fahre ich die Seewisse an. Zuerst geht es gerade ein paar Mäuse ankragen. Das Küblis habe ich mit der Nina Caprez abgemacht. Zum Klettern. Weil es aber noch zu viel Schnee hat, gehen wir Schneeschuhe laufen. Übernachtet tue ich im Hotel Sulzflut Bad Nun unter einem wunderschönen Sternenhimmel. Bergnarzissen gibt es an ganz wenigen Orten in der Schweiz. Ein paar Plätze kann man im Frühling oberhalb von Seewis finden. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni sind Narzissen da am Blühen. Ein hübscher Tag. Ja, gleichfalls. Was sind Sie am machen? Ja, ich habe hier den Mäuse gerichtet. Ich bin der Nick. Ja, hoi Nick. Und du bist der Fluri. Fury. Fluri. Fluri. Mit L. Nicht Ja, so von wie Florian kommt das. Ja. Was sagt man da? Jesus, nein. Und die habe ich dort dahinter. Das ist jetzt ein Maulwurf. Ne? Wir sagen den eine Schare. Ja. 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 Das ist ja. Die haben mich. Ja, schon. Aber Ja, was ist, warum hast du den gefangen? ja, also die machen also die grösste Schweinerei. Die machen eine riesige Häufe. Und die haben eigentlich keine natürliche Find. Ausser der Fluri. Ja, der Mensch ist der grösste Häuf von denen. Da ist noch eine drin. Ja, da muss ich jetzt noch schauen. Ne? Ich muss jetzt noch schauen. Die richten wir einfach so. Ne? Ich habe das in anderen Regionen auch schon gesehen. Dort sind Ja, vor es allem gibt- auch Kinder, die mausen, oder? Ja. Hast du das auch gemacht als Kind? Das ist der einzige Verdienst. Ne? Eben, gell, da gibt es Sackgeld. Ja, ja, wir haben... Also hier auch früher, als ich noch Kind war, hat es 20 Rappen gegeben für die Scharmüse. Jetzt will ich schauen, vielleicht ist noch... Und heute 8,50 Franken. Ja, könnt ihr denken.
Franken für alle jetzt. Ja. Ja. Da ist eine drin, schau. Das ist jetzt eine Scharmaus. Gsi. Ja, gewesen, ja. Und viel, man sieht ja so, wie die anders sind. Wie viel sammelst du da zusammen, so in einem Frühling? Ja, jetzt im Frühling habe ich jetzt 25 habe ich jetzt gefangen. Da. Okay. 25 Franken. Noch schnell, wenn du sagst, für alle Mäuse gibt es einen Franken. Ja, das gibt's ist für das, alle was du einen den Kindern zahlst, wenn sie dir helfen? Ja, Etwa. gut, ich habe 2 Enkel. Der eine kommt von Mika Mauser, ja, der ist 4. Ja. Und der andere ist erstjährig. Der kommt noch nicht. Also lass, ich muss weiter. Ja, Und ist gut. auf die Jagd im Herbst gehst du dann auch richtige Tiere noch jagen? Ja, nein, Machst du nicht? Bist kein Jäger? ich bin kein Jäger. Also, ich habe mich gefreut. Kluri. Das Wildfleisch habe ich gerne. Ja, ich auch. Vielleicht gibt es irgendwann noch etwas da, in dieser Woche. Mach's gut. Alles gut. Danke dir auch, hat mich gefreut. Ciao, Fluri. Ciao, Nick. Man mag es fast nicht glauben. Aber die Sonne hat diesen Frühling tatsächlich auch einmal gewärmt. Ich bin auf dem Weg runter auf Küblis. Sie ist eine der besten Frauen im Klettern. Nina Caprez. In Arthur wohnt Nina in Frankreich. Wenn sie ins Prättigau heimkommt, ist sie jemand in der Kletterhalle zu Küblis anzutreffen. Sie hat da die meisten der Kletterrouten eingerichtet. Okay, zeigen. Ah, gleich Halskehre, Nina. Nina ist wie ein Gemschi unterwegs. Ich beschränke mich auf Sichern und passe wenigstens mit meinem bunten Jäckli farblich in die Halle. Kommst du runter? Ja, ist gut. Was ist schöner, raufgehen oder runterkommen? Kommt darauf an, ob man geflogen ist oder ob man runterfällt. Genau, natürlich. Hey, das ist noch happig, hä? Oder ist das so ein Aufwärmen für dich? Ja, ist jetzt schon nicht so schwer gewesen, ja. Aber ist noch witzig. Du bist gerne in der Halle. Nicht ungern, aber es ist auch nicht das, was ich am liebsten habe. Aber es ist ein Teil des Klettern, den ich eigentlich sehr schätze. Auch, ja. Es ist, habe ich das Gefühl, vielleicht erlebst du das anders, aber extrem am Boomen wieder, dass man klettern geht. Kommt nicht darauf an, wo man haust. Ja, jetzt, momentan ist es ein bisschen schwierig, um einen Fels zu gehen. Und dann ist es eigentlich Für einen Fels ja, aber in der Halle meine ich. Es gehen ganz viele Leute in die Halle klettern. Es gehen auch viele Leute in die Halle klettern, weil immer mehr Leute entdecken eigentlich ja, wirklich den Hip-Sport auf ihre Art und Weise, wie das halt möglich ist. Ich habe mich extrem gefreut, mit der Nina draussen zu klettern. Aber das ist halt in diesem Frühling nicht möglich. Es hat überall Schnee, es hat Eis und dann macht es auch keinen Spass. Aber raus in die Natur mit dir, das lasse ich mir nicht nehmen. Ja. Und wenn sie recht ist, gehen wir einfach mal so Richtung meine Hand in die Richtung. Das ist gut. Ist gut? Ja. Das ist gut. Im Prättigau geht es überall steil ab und scharf um Tränk. Mit der Nina bin ich unterwegs auf Schuders. Die Alginat Doppelbruck, gebaut in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert, ist eine architektonische Meisterleistung. Schuders heisst der Ort wahrscheinlich darum, weil es einem so schudert um die Kurven herum. Das sind die Nina ihre Kletterberge. Das Rätikon. Die Berge sind aus Kalk und ziemlich anspruchsvoll zum Klettern. Und es liegt zu viel Schnee.
Es wäre, glaube ich, auch sonst schwierig gewesen für mich. Aber wo halt einfach ein hohes Niveau musst haben. Wirklich. Was heisst denn das? Ist das ein 8 oder 9? Ja. Unter der Sulzflur, noch im Schnee versteckt, liegt der Prättigauer Höhenweg. Ein Bergweg zu den Garschina-Hütten, wo Nina immer wieder gerne hergeht. Das fordert einfach ein bisschen. Ja, musst ein bisschen mehr managen, musst halt einen Gesamtausdauer haben. Und ja, und dann bin ich da halt so ein bisschen reingerutscht. Auch weil ich halt unter anderem halt im Rettich aufgewachsen bin, gell? Dann hast du das einfach halt so ein bisschen in dir rein. Ja. Nina und ich haben die Berge heute fast ganz allein für uns. Oh, ist das schön. Gibt nicht manchen Ort im Moment, wo so schön ist. Gelinde gesagt, ein schönes Plätzchen. Ein hübsches Plätzchen. Ja, Ein genau. hübsches Plätzchen. Wie man sagt im Prättigau. Ein hübsches Plätzchen. Da. Das ist so deine Heimat. Ja, die Heimat, das sind wir im Prättigau, das ist eigentlich so ein bisschen überall. Aber da, wo ich am liebsten klettern gehe, das sind die Wände vom Grüscher Alpli. Die heißen Kirchlispitze und dort ist eigentlich, ja, dort kann ich mich so richtig amüsieren. Ja. Ist Klettern eine Lebensschule? Ja. Weil, gell, es ist erstens mal ist es halt wirklich ein Spiegel zu, was du wirklich bist und wer du bist. Und zweitens mal hast du solche Situationen, wo halt wirklich, wo du einfach keinen Fehler kannst dir erlauben. Und das formt halt deinen Charakter, oder? Dass du dann halt einfach, ja, selbstsicher musst sein und halt wirklich Herr vor Lage musst sein und aber halt wirklich auch checken, dass die Natur halt immer noch der Herrscher ist und dass du dem halt musst anpassen und so und dass man nicht einfach jetzt wieder, dass er es in den Kopf gesetzt hast, dass es jetzt musst Türen zwingen. Erkennst auch relativ schnell Menschen, wie sie ticken? Ja. Aber Durchklettern ist halt einfach, weil mit Klettern da kannst du keine Komödie spielen. Wenn man klettert, wie Menschen klettern, wie sie sich bewegen, wie sie mit Angst umgehen und so, da siehst du ganz geschwind, was für einen Charakterzug der Mensch eigentlich hat. Wie wichtig ist dir das, dass du in dieser relativ überschaubaren, aber weltweiten Kletterszene einfach so ein riesen Star bist? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, ein Riesenstar. Klettern, das sind eine Handvoll Leute, so wenige Leute auf dieser Welt. Und das ist wirklich etwas, wo wir ein riesen Privileg haben, um das zu machen. Und das sehe ich auch, oder? Aber es gibt so viele andere wichtigere Sachen oder wichtige Probleme in dieser Welt, dass ich wirklich einfach schätze, dass ich das tun kann. Und jetzt ein Star sein, gut sein im Klettern oder schlecht sein, das gibt es überhaupt nicht. Oder? Entweder macht man es von Herzen, macht es und fühlt sich wohl dabei, aber es kommt nicht davon, wie schwierig das zu klettern ist. Und das darf man nicht vergessen. Sieht man von da aus irgendwelche Routen, die du gemacht hast? Ja. Also... Gradführung. Und dort geht eine Tour auf, die heisst Silbergeier. Und wie lange bist du dort drin? Einen Tag. Also vom Morgen, wenn es tagt, bis am Abend? Ja, kommt ja darauf an, wie deine Mühe hast oder nicht, ob du schön fragst oder nicht. Aber oft sind wir schon mal. Also nicht gerade jetzt am Morgen, wenn es tagt, aber so stehst du mal auf. Das ist ja das Coole am Klettern. Meistens ist es eigentlich ziemlich gemütlich. Du stehst irgendwie um 8 Uhr auf und um 9 Uhr bist du mal an der Wand und irgendwann kommst du zum 4 Uhr zum Bier wieder heim. Das ist eigentlich cool. So nach 12 Stunden in der Wand hast du dann auch so ein bisschen gesehen. Aber ja, tagelang. Also ich verbringe eigentlich schon gerne den ganzen Tag an der Wand, ja. Ja, wieso nicht? Ja. In der Wand vielleicht nicht, aber da könnte ich Tage verbringen. Nina und ich sind auf dem Rückweg auf Bad Nun. Dafür brauchen wir mit den Schneeschuhen knapp 1,5 Stunden. In Bad Nun übernachte ich dann auch. Dass Sie diesen kleinen Kollegen nicht gerade auf Anhieb erkennen, ist nicht so schlimm. Er ist ganz selten, das war ein Mauswiesel.
Jetzt bin ich ja gespannt. Du. Wow. Danke Wow. Mit Narzissen. Nein, das sind nicht Narzissen. Narzissen haben wir am Anfang der Sendung gehabt. Das sind Fein. Gänseblümchen. Oder? Und was auf dem Teller ist, kann man essen. Ein guter. Ein guter. Hey, ein guter. Danke vielmals für den schönen Tag. Karriere. Kannst du kochen? Ja? Und wo hast du es gelernt? Daheim. Daheim. Weil du früher schon selber hast müssen organisieren daheim. Ja. Nein, schon früh angefangen zu kochen für die Mama und die Familie und so. Aber ich habe es auch gerne. Also wirklich. Du hast sehr früh den Papi verloren. Du Ja. warst 2-jährig. Ja, 2,5. Und er ist gerne ins Berg gegangen. Hast du ihn selber nicht gekannt? Nein, also ja. Oder hast du das Gefühl, du trägst das auch ein bisschen weiter, das, was er gemacht hat? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe, dass er stolz ist und Freude hat ab dem, was ich mache. Oder wir alle drei, wir sind ja 3 Kinder. Und es ist aber nicht so, dass mir das irgendwie abgeschreckt hat, dass ich sage, ja, der ist in den Bergen gestorben. Überhaupt nicht. Sondern für mich ist es irgendwie der Tod. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wie, Leute werden geboren, Leute gehen wieder und ab und zu halt früher oder später. Und für mich persönlich, wenn jemand kann in den Bergen sterben kann, dann ist das eigentlich der hübscheste Tod, den man sich wünschen kann. Ist er noch rum da irgendwo? Ja. Der schaut auf mich. Und spürst du das? Ja, ab und zu habe ich einfach das Gefühl, dass so irgendjemand so ein bisschen eine Hand auf meine Schulter legt, wenn ich bremsen sollte. Oder wenn man einfach so dann das Gefühl bekommt, jetzt sollte ich aufhören. Und das kommt von irgendwo. Vielleicht ist es auch ein eigenes Gefühl, das man entwickelt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass irgendjemand auf mich aufpasst. Ja. Ich bin zu Gonters. Gonters ist eines der wenigen Dörfer im Prättigau, das einen richtigen Dorfkern hat. Die meisten anderen Dörfer im Tal sind Streusiedlungen. So haben die Walser früher gebaut. Und ich bin auf dem Weg an die Wärme. Am zweiten Tag treffe ich mich zu Gonters mit dem Peter Egli. Er baut Gögel, wie man den Schlitten im Prättiger Dialekt sagt. Ein Stück oberhalb von Gonters auf der Meiensäß sind Künstler aus der Schweiz und dem Ausland am Arbeiten. Kunstluft ist ein Projekt, das zum 2. Mal im Prättigau stattfindet. Er war Bauer, der Peter Egli, und seit er pensioniert ist, läuft die Produktion von Schlitten auf Hochtouren. 600 Stück sind schon fertig. Warum hast du angefangen, Schlitten zu bauen? Weil ich mit dem Schlitten ich noch nicht zufrieden war. Das Gefühl, wir können das verbessern. Und alle haben es geschafft. Man merkt, du hast im Moment ein bisschen Mühe mit Schnaufen, gell? Und das Husten, du bist eine Lungenentzündung am Auskurieren. Wie lange willst du noch Schlitten bauen? Du könntest es ja eigentlich jetzt nur noch gemütlich haben. Du bist pensioniert, bist einmal Landwirt gewesen, könntest auch mal ein bisschen kürzer treten. Ja, aber als Beschäftigung muss man auch haben. Was kommt man nur noch alle an Ideen? Ich weiss nicht, was dann noch alles sind, wenn man nichts zu tun hat. Kann ich dir irgendwie helfen beim Zusammenstecken von dem Bausatz? Wohl. Schlagen wir jetzt hier nicht den Zapfen ein. Mhm. So? Ja, ja. Ganz runter? Ja, ja. Und nachher? Ja, aber du musst ihn ja können. Dann schleife ich es dann ab. Mein Großvater war Schreiner. Mhm. Was man ja mir nicht anmerkt. So. Was zeichnet der Prättiger aus? Ja, was soll ich sagen?
eher ein bisschen rückständig fast. Aber wenn er dann einmal etwas kapiert hat, dann läuft es. Was, wieso rückständig? Ja, sie sind nicht gerade bei den Ersten, wenn etwas Neues kommt. Aber wenn es dann einmal einen Klick gemacht hat, dann läuft es. Das ist dann dabei. Nicht ganz Was nicht ganz? einschlagen, abwechseln. Aha, nicht. Ja, genau. Jetzt ganz. Ja, du sagst einfach, wenn du wieder mal einen brauchst. Vielleicht nicht mich, aber. Gut. So, Ist gut. ja. Kehren. Verstanden, kehren. Was kostet so einen am Schluss? Haha, bis jetzt habe ich 420 Franken verlangt. Eigentlich sollte ich mehr, aber Aber ja. Ach, ja, ich habe das Leben. Die Kuh von den Haaren, also den Bogen. so. Ah, der ist gemacht, der Bock für einen Schlitten. Ja, Hübsch, hä? von oben ab tun wir. Stellen ihn auf. Dann den Boden. Die sind symmetrisch, hä? Sollten, ja. Auch da wieder ein Werkzeugli. Weit, Chef. Bordeli. Und zum Anstreichen habe ich einen 10 Schlitten. Etwa 2 Stunden, ein Anstrich. Da, wenn ich raus schaue, geht es nicht mehr lang und dann kommt schon wieder der nächste Schnee. Da hoffentlich. Ich wünsche dir gute Gesundheit. Schau zu dir. Gib mir Mühe. Und wenn du wieder mal einen brauchst, der dir hilft, den Schlitten zusammenzusetzen. Ich bin schnell da. Alles Gute. Mach's Danke. gut. Ciao, Peter. Tschüss. Eigentlich schickt man ja bei sättigem Wetter keinen Hund voraus. Mich schon. Ich will noch in die Höhe. Auf die Meiensässe von Gonters. Dort oben soll etwas los sein. Aus der Meiensässe sind nämlich richtige Kunstwerke geworden. Organisiert hat das Kunstprojekt Teddy Senteler. Ich habe jetzt 3-mal probiert zu überholen, aber jetzt geht. Hättest du mir in die Fesseln reinhauen können? Du, eine Freude, Ja, dass etwas geht. die Bauern finden es grundsätzlich lässig, was mit ihren Meiensässe passiert. Ja, die es zur Verfügung stellen, die es machen, die schon. Die sind total Fan und identifizieren sich auch damit. Aber da muss sie noch arbeiten dran. Bis hin. Da kommt das viel besser. Ja. Dann kommt das viel besser. Und da der dünne Draht ist auch besser. Und noch viel besser käme es, wenn die Sonne scheinen würde. Das Meiensässe, der Hagel, gehört der Hedi selber. Sie wohnt seit 3 Jahren fix da oben. Als Kind war sie nur in den Ferien da. Du selber machst keine Kunst? Nein. Weil die müssen ja organisiert sein. Und die macht den Teil, weil die Kunst selber, glaube da bin ich zu ungeduldig. Bei mir muss etwas laufen. Darum wohnst du jetzt da oben. Ja,
Da läuft viel. Ja, hör auf. Ja, aber wie und wie? Was hast du denn damals in Zürich gesucht? Oder gesagt hast, ich gehe auf Zürich, ich werde Repräsentantin von Fotografen, ich helfe Künstlerinnen und Künstler zu managen. Das ist etwas, was sich über die Zeit entwickelt hat. Wenn ich mir überlege, ich war 33 Jahre in Zürich. Und als ich runter bin im ersten Jahr, habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf Zürich in eine Werbeagentur schauen, wie Werbung geht. Aus dieser Basis habe ich nachher eine Werbeagentur gegründet. Und die bestand aus Fotografen, Illustratoren, ADs, Grafiker und Texter. Und dann nachher habe ich je nach Aufgabenstellung Teams individuell zusammengestellt. Immer die richtigen zusammengebracht und die dann auch gemanagt und geführt. Es klingt so, wie du dich unglaublich in die Arbeit gestürzt oder gar geflüchtet hast in all diesen Jahren. Ja, Flüchten ist eins, weil ich wahnsinnig viel arbeiten unter der Woche, damit ich am Wochenende aufwachen konnte. Du hast in all diesen Jahren in Zürich verheimlicht, dass du eigentlich ein Landei bist. Nein, mit dem habe ich kokettiert. Sogar. Warum bist du denn jetzt hier raufgekommen wieder? Ich bin schon wegen den Ausgleich zu haben. Irgendwann ist es mir zu viel geworden und so back to the roots. Und das ist ein schöner Ort. Das ist super. Das ist natürlich auch noch... Und wahrscheinlich voll Erinnerungen für dich, oder? Da innen? Ja. Kannst du dafür schauen. Auf die 2 Stühle. Wieso? Was sind das für 2 Stühle? Das sind meine Eltern, die wollten da oben bleiben. Ja. Ist wahr? Ja. Und ich sage jetzt mal, also vorne dran ist die Mami und hinten dran ist der Vater. Genau. Ist wahr? Ja. Der hat irgendwie, dunkelt mich, der weiblicher als dran. Ja, ist ein bisschen runder. Und was schauen Sie da? Auf den schlafenden Ritter. Das wäre ein Berg, den man nicht sieht. Ja, genau. Ja. Schickt dir ein Foto, wenn es mal Nein, es tut sicher auf. Ja. Also, los! Und weiter geht's auf unserem Kunstrundgang. Im Schopf neben der Hedi ihrem Maiensäß ist eine Installation von der Geschwister die Bernegger aus dem Prättigau eingerichtet. Ich habe nur also die gelben Bändel gesehen draussen. Ist das schon Kunst oder ist das noch Baustelle? Es ist nicht Kunst, aber es weist hin auf Kunst und vor allem auf das Problem, das wir ansprechen. Der mit der halb zerfallenen Stelle bei uns im Tal oder im Kanton. Und ihm sein Konzept ist da, dass er sich mit denen auseinandersetzt. Und weil wir haben das Gesetz, das eigentlich sagt, die Bauern müssen die Stelle, wenn es auseinandergeht, entweder wieder authentisch aufbauen oder abbrechen. Nach den Künstlern kommen dann übrigens wieder die Kühe aufs Maiensäß. Da wohnt jemand. Ja, sag nichts. Künstlerin. Jetzt? Jetzt. Und jetzt sind sie hier am Arbeiten bis am 11. Juni. Und dann ist die Finissage. Astrid! Ja, das Kopf ist ja aufpassen. eine bekannte Stimme, die ich da höre. Siehst du noch etwas? Jo, heute ist der perfekte Tag zum Sticken. Ja. Jetzt hat es aufgehört mit Schneien, aber... Hallo Astrid, freut mich sehr. Ist das kuschelig? Sonst ist es nicht so warm. Heute ist vor allen Dingen warm, weil ich schon den ganzen Tag im Haus bin. Es hat ja den ganzen Tag geschneit. Sonst feuere ich nur einmal ein. Du bist da am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten. Und wie man am Dialekt angehört, bist ja du eine gebürtige Prättigauerin. Nein, du bist für das Kunstprojekt jetzt da und lebst in so einer Hütte. Genau. Ist das eine Premiere für dich? So ist es. Und da bin ich natürlich der Hedi sehr dankbar, dass sie dieses wunderbare Haus für mich gefunden hat. Kannst du mal das in Wort fassen, was eine Künstlerin inspiriert, wenn sie so auf einem Maiensäß oben lebt? Und muss arbeiten ja auch, oder? Das ist ja eine Verpflichtung. So ist es schon auch. Also
ich würde sagen, die Umgebung. Dann natürlich, ich gehe ja auf Entdeckungsreise und manche Sachen, die sucht man nicht, sondern die finden einen. Und ich bin hier oben im Gelände gelaufen und über den Ställen finden sich diese Zeichen, die ich gar nicht kenne. Ich habe von jemandem gehört, es sind Hauszeichen, möglicherweise sind manches auch Schutzzeichen. Ich bin da noch nicht bei der Weisheit letzter Schluss. Und hier sieht man bei einem, dass eben Kugelschreiber drüber ist. Also die Zeichen habe ich abgrubbelt mit einem Bleistift und stick die jetzt teilweise aus. Das hat ja irgendein Mann, sag ich, mit dem Stechbeitel da reingeschnitzt. Und jetzt bringe ich das weibliche Pendant dem entgegen mit der Stickerei. Ja, als Tedi mir hier das Haus gezeigt hat, hat sie mir sozusagen ein Gastgeschenk mitgebracht. Und zwar eine Silberdistel. Und habe sie so angeschaut und dachte, Mensch, irgendwie ist doch wie ein Muster dran. Und wenn man so gegen das Licht anschaut, sieht man, da ist wirklich eine Regelmäßigkeit. Und dann habe ich im Smartphone nachgeschaut und es war für mich ein ganz besonderer Moment. Es sind die Fibonacci-Zahlen. Die sind in der Silberdistel drin. Also ich meine, die hat keine... Wenn es für Sie jetzt auch nicht unbedingt ein besonderer Moment ist, wenn Sie Fibonacci-Zahlen finden, für mich ist es auch keine... Was sind Fibonacci-Zahlen? Ich habe keine Ahnung. Aber es muss ein Wahnsinnsmoment sein. Ja, also ich finde es zumindest schon mal spannend, dass hier in dieser Pflanze, ich meine, wir sehen ja kein Hirn und nichts, dass da eine mathematische Abfolge ist. Okay. Also eine Regelmäßigkeit? Eine Regelmäßigkeit, wie zum Beispiel auch in der Sonnenblume. Es ist so, wenn man die vordere und die Zahl danach addiert, also zum Beispiel 1 und 2 gibt 3. Okay. 3 und 4 gibt 7. Es gibt eine gewisse Exponentialität. Genau. Und danach, das ist in der Silberdistel drin. Jetzt hör auf. Jo, so ist es. Und das war für mich, ja, und so finden einem manchmal ganz besondere Momente. Die Silberdistel ist gescheiter als ich, habe ich gelernt. Das dritte Hedi und ich haben es noch lange ausgehalten. Es hat mir dann fast noch geträumt von diesen Zahlen. 0 und 1 ist 1. 1 und 1 ist 2. 1 und 2 ist 3. 2 und 3 ist 5. 3 und 5 8. 5 und 8 13. 8 und 13 ist 21. An meinem letzten Tag bin ich zu Furnau im mittleren Prättigau unterwegs. Ein bisschen außerhalb vom Dorf helfe ich beim Schrägzäunstellen. Am Abend tun die Buben und Männer von Furnau hürnen. Das ist ein uraltes Spiel, ähnlich wie Hornussen. Diese Art von Zaun hier ist ganz typisch für das Prättigau. Es sieht ein bisschen aus wie ein ganz langes 1. Augustfeuer. Ist aber uraltes Handwerk. Und der Benni und der Henki Bertsch, die wissen noch genau, wie man so einen solchen Schrägzaun baut. Zum Wetter sage ich nichts mehr. Wir haben nicht so Glück. Vielleicht haben Sie mehr. Auf unserer Homepage finden Sie wie immer einen Wettbewerb. Ich habe zum Hagen da oben abgemacht, eigentlich. Es war allerdings niemand an der Arbeit. Die beiden Brüder, der Benni und der Henki, habe ich ein bisschen weiter unten gefunden, wo der Schnee schon weg war. Das ist ja wie ein Kunstwerk. Alle miteinander. Sieht aus so. Ich bin der Nick. Ciao, hoi Nick, willkommen. Bist du? Wer ist der Benni? Das bin ich, ja. Du bist der Benni. Der Henki. Du bist der Henki. Hoi zusammen.
Und heben tut es auch. Ich halte mich schon intuitiv daran fest. Wo sind die Schrauben und wo ist der Leim? Schrauben und Leim brauchen wir hier keins. Das ist eigentlich nur Holz, echt Holz, so wie vor 100 oder 200 Jahren. Und das ist eine Spezialität vom Prättigau? Oder findet man das auch sonst an einem Ort auf der Welt? Es sind die Walser, die hier eingewandert sind, die eigentlich angefangen haben, Bauern zu Also ihr? Ja, also ich bin ein bisschen jünger jetzt mittlerweile auch, aber die Walser haben natürlich sich da breit gemacht in Graubünden und haben dann mit Bauern also abgrenzen von Alp und vom Dorf. Und dann haben sie Schreckzüge gemacht. Eigentlich. Wir meinen, es waren etwa 40 bis 50 Kilometer vorher im Dorf. Jetzt ist das zurückgegangen auf etwa 1,2 Kilometer. Warum machen ihr das immer noch? Der Schrägzaun ist eigentlich so ein bisschen ein Kulturgut, wo man jetzt erst gemerkt hat, dass das eigentlich etwas wert ist oder dass das hübsch ist. Und jetzt hat das natürlich in all diesen Sachen mit Landschaftsqualität und so weiter, Biodiversität massiv an Bedeutung gewonnen und gilt jetzt ein bisschen als Tradition mittlerweile. Mhm. Und warum in Sachen Biodiversität? Ja, es ist halt das, was das Landschaftsbild dort prägt. Wenn so ein Zaun steht, ist das ganz eine andere Struktur. Es ist auch eine Vielfalt von Elementen. Es ist auch ein Lebensraum sogar, weil unten drin kann man den ja nicht mähen. Das ist eigentlich ein geschützter Ort vielleicht für Insekten oder für andere Viecher. Und darum hat er so eine Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren. Also die Kilometeranzahl nimmt eher wieder zu vom Schrägzaun? Das bezweifle ich, wenn man die Arbeit dann mal zusammenzählen. Du kannst uns jetzt ein bisschen helfen. Dann siehst du, was für eine Arbeit das man da hat. Und dann glaube ich nicht, dass das wieder zunimmt. Aber vielleicht können wir so ein bisschen das Erhalt an der Kultur ein bisschen sichtbar machen. Ja. Da kommt es darauf an, da muss man zwei passende nehmen. Kurz, ein bisschen gerade und eine Länge krumm sollten wir haben. Eine Länge krumm? Ist das eine Länge krumm? Das ist ein kurzer Gerade. Das ist super, genau. Kannst du kurz gerade oben einstecken. Und dann so. Von wem haben Sie das gelernt? Vom Eni. Der Eni hat das gemacht. Der Grossvater. Der Grossvater, der Eni, genau. Und er hat uns das noch gezeigt, kurz. Und dann einfach selber probieren. Der Kind vielleicht einmal eine Zunge zusammen, dann baut man wieder auf. Und so lernt man es auch. So. Nein. Ja, es kommt gut. Wenn jetzt da dafür so das Holz so breit ist, muss man ein bisschen breiter stecken und sonst kommen wir extrem hoch. Okay. Aha. Also und ein bisschen So, ja, so, dass wir da nicht eine längere Höhe machen. Jetzt habe ich gerade noch mal so einen riesen Dschungel drauf. Da tun wir dann noch mal eher breit stecken. Dann kommt das gut. Neben euch, gibt es noch viel? Jawohl, es gibt vorne. Es sind noch 5, 6 Bauern, die irgendein so kleines Stückchen haben. Auch in anderen Dörfern hat es noch vereinzelt kurze Stücke. Ja, das wäre ein langer Krumme. Hm? Genau, richtig, ja. Und man kann das also wirklich auch daheim ausprobieren. Haben Sie es gesehen da hinten? Die nächste Generation, der Florin und der Ursin, sind dort hinten mit ein bisschen kleineren Latten am Schrägzaun bauen. Das ist cool. Macht's gut. Ciao. Ciao. Florin, Ursin, Benni und der Henkel. Ciao. Macht's gut. Viel Spass. Wir geben uns Mühe. Halt da. Tschüss. Ciao. Am Feierabend muss man da in Deckung gehen. Wenn die Leute von vorne am Spielen sind. Alle vom Ältesten bis zum jüngsten Furner können da mitmachen. Es gibt für alle etwas zu tun. Wenn der Stecker geht. Hori! Kannst du warten, nicht kommt?
Das ist ja wie auf dem Golfplatz. Ich habe es schon von weitem gehört. Was rufen ihr? Huri! Ciao, Erwin. Huri! Das Huri ist der Nose. Ja. Wie wir sagen, im Emmental, oder? Ja, und bei uns heisst der Huri. Bei uns ist das Holz. Und der Sport heisst? Hürne. Hürne. Genau. Ja, das ist sehr archaisch, sehr ursprünglich noch. Es ist einfacher als das Hornussen. Ja, wir behaupten, das sei die Ursprungsform des Hornussen. Sind wir fast ganz sicher, dass einmal ausgewanderte Hornussen, auch Hürner, ins Tal ab sind und denen gezeigt haben, wie Hürner. Und wer ist das, der da spielt? Das sind die Furner. Das Hübsche am Hürner ist, dass die Buben und die alten Männer alle können da mitmachen. Wie häufig und wann spielen ihr das? Gewöhnlich fangen wir am Frühling an, sobald der Schnee fort ist und das Gras jetzt so ist wie da. Und nachher rutschen wir dann bis auf die Alp auf. Um was geht es denn eigentlich? Wenn einer jetzt der Huri in das Ziel eingeht, das da oben ist, ohne dass er heben, dann gibt es bei uns einen Punkt. Mhm. Und je mehr Punkte wir machen, je besser. Und danach wechseln wir wechseln. Dann kommen die da oben runter und wir gehen auf und dann umgekehrt. Und der, der am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und dann? Fährt man wieder von vorne an. Aha, ich meine, der am geht mit meisten Beiz. Spul. Nein, sicher nicht. Ja. Das ist das erste Mal. Und da gibt es internationale Meisterschaften? Ja, sozusagen. Ja. Einfach nur ihr im Dorf? Oder gibt es in Prättig auch Meisterschaften, oder nicht? Nein, es sind nur wir, die das spielen. Ja. Ah, was? Es ist wirklich nur die Furner. Das ist das Walser-Spiel, das die Walser hier hergeholt haben. Und das spielen wirklich nur wir. Ja. Also ich schaue euch mal ein bisschen zu. Und wenn ich dann dürfte, würde ich gerne mal probieren zu schlagen. Ja, das darfst du sicher. Ja. Also ich muss mal ein bisschen zuschauen. Ja. Hori! Ja, das ist besser. Das war jetzt ein Punkt für dich, oder? Das ist ein Punkt für unsere Mannschaft. Ja. Ist das nicht gefährlich? Ich weiss einfach, beim Hornussen haben sie mittlerweile Helm an. Ja, es gibt schon nicht, dass ich am Blau ja. Weil eben, wenn man einen irgendwo an der Liebe bekommt, dann gibt es für uns 2 Punkte. Aha. Also das ist eine Belohnung eigentlich. Ja. Also das Ziel ist eigentlich, die direkt zu treffen. Ja, jetzt gerade das Ziel, aber ja, das ist dann so ein bisschen, die Kickeling ist dann das noch, ja. Ja. Dass der Stecker sollte dann da drauf kommen. Mhm. Dann geht er hübsch aufwärts. Und dann Huri-Ruf habe ich vergessen. Huri? Lüter, die Obersten müssen es auch hören. Huri? Sie müssen es hören, die Obersten auch. Ist gut, also. Ich muss zuerst mal. Du Sack. Sind die Obersten gerüstet? Huri! Oh! Alle Gämser im Tal sind geflüchtet. Hey. Ich sehe ihn immer noch. Braucht noch einen Moment bei mir. Wir haben einfach das Problem wegen der Sendezeit. Aber ich probiere noch vielleicht 3-mal, vielleicht 10-mal. Sie müssen aber nicht mehr dabei sein. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder und dann sind wir mit dem Wunderland im Wallis. Gute Woche. Tschüss. Also. Ich tue dir noch zu aufsetzen. Ja? Ja, gerne. Das Mucksmüsli ist still. Die Luft ist zum Abschneiden. Huri! Und wie? Tipptopp. Ja, das Talent, denke ich, ist unentdeckt. Adios! Ciao zusammen, macht's gut! Nächste Woche ist der Nick hinter dem Teufel her in der Derberance im Unterwallis. Weiter geht's mit dem Sven Vorer zu Australien. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.